hey, wenn Jesus zu fromm ist, dann habe ich etwas falsch gemacht. Weil ich vererbe ja den Jesus, wie ihn verkaufen. Wenn er aber der ist, der nicht tief weiss, er ist das Leben, er ist das Begeisterndste in meinem Leben, dann glaube ich, dann ist er nicht fromm, sondern dann ist es meine tiefste Überzeugung, die ich Menschen zugänglich mache dazu. Herzlich willkommen. Es kommt mir irgendwie vor, wie wenn es gestern wäre. Vor einem Jahr bin ich schon mal da gewesen, in einer anderen Situation. Und das ist der erste Live-Netztag von dem neuen Jahr. Und mit zwei illustren Gästen. Mit dem Hausmeister, hätte ich jetzt fast gesagt, mit dem Chef des Hauses, Flo Wüthrich, einmal in einer anderen Rolle. Und einen, den ich bis jetzt nur kennt habe, von Ferne. Also ich habe Predigten von dir gehört, ich habe Vorträge gehört, Gedanken von dir gelesen, bin sehr, sehr gespannt. Matthias Kuno Kuhn, herzlich willkommen euch beiden. Merci. Reden wir doch gerade Tacheles über den Übergang, wie ihr es so habt mit Ritual und Jahresübergang. Ist das eher so ein bisschen hoffentlich bald vorbei oder ist das etwas auch Lustvolles dabei? Ich liebe so Anfänge immer wieder. Es heisst ganz viel in der Bibel so am Ersten vom Ersten. Also offensichtlich haben auch die Bibelschreiber haben immer wieder so spezielle Daten rausgehoben. Und ich liebe es am 1. Januar als erstes einfach für mich zu laufen. Morgen früh, da sind noch nicht so viele unterwegs, weil ganz viele wirklich noch vielleicht tief im Bett liegen. Und einfach mit Jesus über das neue Jahr zu reden. Das hilft mir. Das hilft mir auch an meinem Geburtstag, am Morgen als erstes raus, über das neue Jahr zu reden, so einen Ausblick zu bekommen, so eine Vorahnung. Was hat der echt parat? So zu abschließen, 31.12. das ist mir auch ein bisschen zu lärmig, aber so der erste Morgen alleine mit Jesus, das feiere ich. Also für mich definitiv auch etwas Lustvolles. Und etwas, was ich auch sehr bewusst gestalte. Meistens, wenn es die Familie zulässt, kommt immer auch auf das noch ein bisschen drauf an. Unterschiedliche Bedürfnisse? Ja, natürlich, das ist so. Aber ja, man hat ja ganz besondere Momente besinnen. Einmal bin ich auf einen Napf gewandert und nachher einfach den ganzen Weg rauf, auch so das nochmal bewusst einstellen, was ist das, Herr, was hast du vor in diesem neuen Jahr. Also ich gehe das sehr bewusst auch an und so mit meinem Tagebuch und ja, passiert aber manchmal schon in der Altjahrswoche. Ich kann es jetzt nicht ganz so festmachen, gerade so auf den ersten, aber definitiv etwas Magisches drin. Wenn man an das G-Movement denkt, aber auch die ganzen Gemeindegründungsgeschichten, du bist da wirklich ein Pionier in ganz vielen Sachen dort drin. Und trotzdem würde mich zuerst einmal gleich interessieren, du bist ja auch noch ein normaler Mensch. Ehemann, Vater, Freund von anderen. Du hast auch Interessen persönliche vermutlich. Wie überschneiden sich die Sachen? Ihr seid jetzt beide sehr schnell auf christliche Inhalte gekommen. Hat jetzt niemand von euch gesagt. Hätte über Hockey können reden, gell? Tigers, wir sind beide Okay. Hockey-Fans. Tigers, Gut. gehen wir zwischen ein Match schauen. Gut. Weißt auch noch andere, das wird im Januar ein recht voller Kalender in dem Fall. Je nachdem, oder? Ja. Also das wäre noch etwas Verbindendes bei euch, zusätzlich. Ja. Ja. Und wie sind ihr dann, wenn ihr im Hockeystadion sind? Je nach Spielstand? Wenn ich die beobachtet habe, Kuno, glaube wir sind schon eher die so stillen Genießer. Vielleicht so noch ein bisschen ein Kommentar. Dass es etwas zu genießen gibt. Ja, ist nicht immer zu lang noch der Fall, natürlich. Aber die Saison ist vielleicht okay. Aber ja, nein, so einfach ich bin eher analytischer. Ja, oder schaue noch, was der Schiri macht. Ich bin selber Fußballschiri und diverses, was du da beobachten kannst. Das ist das Faszinierende an diesem Sport. Wenn wir jetzt dort gelandet sind. Ja, genau. Ich habe Handball gespielt. Ja. Und ich merke, am Handballmatch bin ich emotionaler als ein Eishockey-Match. Eishockey-Match denke ich, hey, ja, Hochachtung, dass man da überhaupt schlöfeln und Kurven nehmen kann. So habe ich lieber mal meine Klappe zu. Was hast du gespielt für eine Position? Ja, linker Flügel oder hinter mit. Okay. Also, wenn ich denke, also wir sind plötzlich in einer Sportsendung, das haben wir ja gar nicht unbedingt, aber es interessiert mich jetzt gleich, wo euer Herz sonst noch ist, oder? Handball
hat sich von mir aus gesehen, wenn ich die Entwicklung anschaue, seit ich das erste Mal ein Handballmatch schaue und jetzt, brutal verändert, was Körper zum Beispiel anbelangt. Also du musst recht auf einiges gefasst machen, wenn du dort Richtung Mitte reinlaufst, oder? Ja. Ellbogen, Ja. ganz andere Typen. Genau. Ich schaue denen manchmal schon zu und denke, boah, zum Glück habe ich vor 30 Jahren gespielt. Genau, das ist eine mega Entwicklung. Viel mehr Tempo, viel mehr Kraft. Ja, genau. Damit müssen sie anders parat sein als dann vor 30 Jahren. Wo man vielleicht was ein bauen und ein bisschen schauen, wie man technisch das ausnutzen kann, ist heute viel mehr Kraft drin. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. So ein Übergang bedeutet ja auch immer etwas hinter sich lassen. Das ist etwas, wo ganz viele Leute, ich übrigens auch, einen gewissen Respekt immer wieder haben, wenn es um so einen Schritt geht. Du machst etwas Neues, wo eigentlich noch nicht klar ist, wie das rauskommt. Und auf der anderen Seite lässt du vielleicht etwas hinter dir, wo, also ausser man macht das, wenn etwas nicht gut hinter einem ist. Aber du lässt etwas hinter dir, wo ein bisschen vertraut war, wo ein bisschen Komfortzone war, oder? Kennen die das? Ja, definitiv. Der Zwiespalt. Definitiv. Also ich glaube, das Leben besteht ja immer wieder aus dem. Ich weiss mal, wo wir das Team ein bisschen mitgenommen haben auf das, was jetzt an Veränderungen auch wieder bei LiveNet ansteht, habe ich so das Bild gebracht von einem Laternenweg, oder, wo irgendwo die Nacht erhält und wo dir so ein bisschen Orientierung gibt, dass die Lämpchen sind wie Traditionen oder so, geben so die Richtung an, aber nur ein Besoffener würde sich an den Laternen festhalten, oder? Also an den Stangen. Und so ist es eigentlich ein gutes Bild, glaube ich, dass wir immer wieder, wir haben zwar Orientierungspunkte und gehen gleich irgendwo im Vertrauen auf neues Gebiet hinein. Und, ja, und sicher nicht, dass du an den Traditionen festklammern. In der Zeit, die wir leben, ja, wissen wir alle, ja, ist das passé, bist du auf dem verlorenen Posten. Dann. Das Jahresmotto oder die Jahreslosung finde ich auch immer etwas Spannendes, oder? Wie die auch immer zustande kommt, ich weiss es nicht genau, aber es ist einfach da. Und in der, du hast dort gerade das Kärtchen, gell? Ja. Prüft alles, heisst? Und das Gute behaltet, ja. 1. Thessalonicher 5,21. Was sagt der Theologe dazu? Hey, in dieser Zeit, wo wir leben, mit so vielen Infos, unendlich viel, was auf uns einredet. Prüft alles. Das ist nicht ein bisschen viel. Aufs Mal. Ja, das ist ein Fulltime-Job, würde ich sagen. Aber der Punkt, ich bin schon so, ich blende vielleicht zurück so das Gebet von Jesus, Johannes 17, wo er für uns gebetet hat. Er gesagt, hey, sie sind mitten in dieser Welt, und lass auch dort, bittet er, aber sie gehören echt nicht mehr dazu. Sie gehören nicht mehr zur Welt, aber sie sind mitten in der Welt. Und in diesem Spannungsfeld gibt es ja ganz vieles zum Prüfen. Was ist jetzt himmlisch und was ist irdisch? Und dann gibt ja Jesus den einfach an der Typ, er packt es in sein Gebet und sagt, Vater, gib ihnen das Wort. So, weil das Wort ist die Wahrheit. Und ich glaube, wenn es um Prüfen geht, ich bin überfordert. So, boah. Sondern ich brauche eine Richtung, die mir eine Grundlage gibt. Und darum das tägliche Auseinandersetzen mit der Bibel, im täglichen Lesen, wäre für mich die Grundlage. Sonst bin ich völlig lost. Also, wenn ich so prüfen und nicht recht weiss, wo Nord und Süden ist, dann bist du eigentlich wirklich daneben. Aber wenn du gewisse Grundsätze immer wieder nehmen darfst und mit dem die täglich auseinandersetzt, ich glaube, das wäre für mich der Aspekt. Und irgendwie denke es mich auch, es wird einem einiges zutraut, oder? Macht, prüft und das Gute behaltet, oder? Die Unterscheidung finde ich ganz eine anspruchsvolle Geschichte. Ich bin erinnert worden an etwas, was mal ein Kommunikationswissenschaftler gesagt hat, wo sehr gut passt auf unsere Zeit, oder? Wir wissen immer mehr, können aber immer weniger einordnen. Das verfügbare Wissen ist riesig, aber herausfiltern, was ist gut für mich, was tut mir gut, ist bei mir zum Beispiel im Alltag eine ständige Herausforderung, wenn du neugierig bist, oder? Ja, also ich habe das Gefühl, dass gerade auch als Leiter müssen wir eigentlich
uns ausstrecken nach dem, nach dieser Gabe von Unterscheidung. Immer wieder. Zu erkennen, also es fängt eben an mit dem, dass ich nicht meine Zeit verplemperle, nachher mit Sachen, die eigentlich zweit-drittrangig sind, sondern dass ich erkenne, was ist wirklich das Wesentliche und wo ist jetzt genau mein Auftrag, den Gott mir herlegt vor die Füße im Moment. Aber logisch dann auch im grösseren Kontext, wie der Kuno schon gesagt hat. Ich liebe auch so den Hebräervers, was heisst, dass das Wort von Gott ist wie das Schwert oder wie das zweischneidige Schwert und es kann eben die tiefen Motive ans Licht bringen, wie nichts sonst. Und das ist schon einfach Power dort hier drin. Von dem her, wir kommen nicht um das herum. Und noch der Geist Gottes, der uns ja auch drin hilft. Also, oder? Dass wir schnell können. Ja, genau. In die Wahrheit führt. Oder? Der Kuno wird in diesem Jahr eine Aufgabe übernehmen, da in diesem Haus. Willst du etwas über den Stellenbeschreib, den Jobbeschreib? Das steht noch nicht ganz genau. Wir auch noch um. Aber wir wissen, es passt gut zu dem Bild, das wir vorhin gebracht haben, von wegen Veränderung und Festhalten an dem, was. Und du weißt noch nicht, wo genau steuern wir hierher. Und ich glaube, das ist wirklich das Abenteuer, wo wir alle reingenommen sind, oder? Wenn wir einfach in dieser Nachfolge von Jesus stehen, letztlich, und das Leben ja allgemein ist. Und hier jetzt, in diesem konkreten Fall geht es darum, wir wollen wirklich das jesus.ch-Portal ganz noch einmal neu denken, also wirklich erweitern, inhaltlich verändern. Technisch wird ein ganzer Prozess laufen, wo wir das Ganze wirklich wieder noch einmal auf Vordermann bringen. Ich habe das Gefühl, da war ein bisschen Innovationsstau in den letzten Jahren. Und jetzt ist es an der Zeit, weil Jesus.ch ist immer noch die Domain, oder? Also es ist so unglaublich, wie viele Leute dort drauf gehen, auch in Deutschland übrigens. In Berlin haben wir mehr Leser als in Zürich zum Beispiel, vom Jesus.ch. Und dort haben wir eigentlich etwas in die Hand bekommen, wo unbedingt wir noch besser bewirtschaften sollten. Dann habe ich irgendwann gesagt, hey Kuno, wäre das nicht etwas, wo passen könnte, wenn wir dort zusammen einfach noch einmal neu überlegen, was könnte das sein, dass das einfach das Portal wird, das klebt und tätscht, sage ich auch auf gut Berndeutsch. Was heisst das, wo Menschen in Nachfolge wirklich können, weitergebracht werden, wo sie auch neu den christlichen Glauben entdecken und so weiter und so fort. Und da ist jetzt der Pass übergespielt zu dir. Auf diesen Weg begeben wir uns zusammen, gell? Genau. Und das ist sicher eine Leidenschaft. Für mich auf zwei Aspekte. Einerseits habe ich eine tiefe Leidenschaft, dass wir als Christen sprachfähig werden, wirklich Menschen, die suchend sind. Darum gehen ja viele auf das jesus.ch-Portal, die suchend sind, die echte Fragen haben, dass wir dort echte Antworten geben. Nicht, dass wir Antworten geben für Sachen, die gar nicht gefragt wurden. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass es eine Plattform ist, die den Kirchen in unserem Land auch dient. Auch wieder befähigt sein, sprachfähig sein mit dieser Gesellschaft und gleichzeitig auch in Kirchenentwicklungen, das auch immer wieder genutzt werden kann. Also Anregungen auch geben. Genau. Und was sagen die diesen Leuten? Ich darf natürlich alles fragen, ich habe da ein bisschen ein Freispiel. Genau. Was sagen die diesen Leuten, die sagen, ja, der Name ist so gut, weil es macht natürlich ganz viele Leute gewundrig, aber der kann doch auch abschrecken, der ist einfach zu fromm. Das habe ich auch lange gedacht und ich habe ehrlich gesagt eine Zeit lang ein bisschen mich wegbewegt vom Jesus.ch und dass wir das eben gut bewirtschaften. Für auch die Jesus.ch Print haben wir aufgegeben und nachher zugunsten von der Hope-Regio-Zeitungen, die jetzt mehr und mehr Fuß fassen. Und wirklich, ja, schöne Entwicklung, das würde ich nicht rückgängig machen, aber der Wert von dem, dass es einen Ort gibt, der wie ein Treffpunkt ist, wie hey, ja genau, da bekomme ich auch das, was uns angeschrieben ist. Einfach Jesus pur, Erlebnis, Bibel, wirklich können wachsen. In den Fußstapfen vom Rabbi, sage ich aber gerne. Das ist eigentlich das Bild, das mich dort hier drin begeistert. Und da können ja natürlich alle möglichen Leute reinkumpen und hoffentlich dann auch in ihrem nächsten Schritt gefördert werden. Das ist, wir wissen ja auch nicht, je nach was im Moment oder geopolitisch auf dieser Welt abgeht, ob dann einfach noch mehr wieder Jesus.ch die erste Anlaufstelle wird, wo sie sagen, hey, ich weiss nicht, wo soll ich mich hier noch haben, scheint Jesus sei der, oder?
der Eckstein, der gelegt wurde. Das ist durch Fokussierung auf seine Person und nicht auf, sage jetzt mal, einfach nur eine religiöse Bewegung oder da wird mir schnell mal einfach so ein bisschen auf etwas reduziert. Dort, wenn die Figur oder die Person von dem Jesus ins Spiel kommt, wird es natürlich ganz konkret. Ich kenne immer wieder Menschen, die mir sagen, wenn wir über Glaubensfragen reden, die Geschichte mit Gott interessiert mich, muss es denn immer um Jesus gehen? Du führst ja auch sehr viele Gespräche mit Nachbarn, mit Leuten um dich herum. Sobald sie wissen, was du machst, wahrscheinlich, oder? Wie begegnest du diesen Fragen? Gott, ja, ist noch spannend. Jesus ist mir zu konkret. Zu exklusiv. Also, schlussendlich geht es um Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir jetzt jesus.ch, das Schöne finde ich, dass die Verpackung das anschreibt, was der Inhalt ist. Manchmal schreiben wir irgendwie so ein frommes, religiöses Ding. So, und dann am Schluss wollen wir den gleichen Jesus vermitteln. Und ich muss sagen, es steht und fällt mit Jesus. Ich meine, es gibt keinen anderen Namen, es gibt keinen anderen Eckstein. Jesus ist der Grösste und es gibt keinen anderen Eckstein als er. Wir kommen neben ihm nicht vorbei. Und darum bin ich fair, ich habe mir angewandt, echt pro Tag mindestens jemandem in meinem Umfeld, der Jesus nicht kennt, den Namen Jesus über meine Lippen zu kommen, diesen Leuten gegenüber. Das ist für mich ein gutes Alltagstraining. Und ich merke, das ist schon manchmal ein bisschen Schocker. Und gleichzeitig denke ich, hey, wenn Jesus zu fromm ist, dann habe ich etwas falsch gemacht. Weil ich vererbe ja den Jesus, wie ihn verkaufen. Wenn er aber der ist, der ich tief weiss, er ist das Leben, er ist das Begeisterndste in meinem Leben, dann glaube ich, dann ist er nicht mehr zu fromm, sondern dann ist es meine tiefste Überzeugung, die ich Menschen zugänglich mache dazu. Und es ist, wie du sagst, ich finde es eben auch, es ist transparent, es ist klar, um den geht es, oder? Und wenn man manchmal in der Versuchung ist, sage ich jetzt ein bisschen allgemein in der Christenheit, Verpackung dann immer mehr verpacken, dass man möglichst nicht so viel merkt davon, aber irgendwann geht es dann gleich um das. Dann fühlen sich auch die Leute, ich brauche jetzt das Wort nicht, aber ein bisschen in einer Mogelpackung rein, oder? Ja. Und das passiert da natürlich nicht, wenn man so klare Kanten von Anfang an hat. Also wir werden auf jeden Fall, und darum ist auch der Kuno mit an Bord, klare Kanten weiterhin drinnen behalten. Das ist auch mir sehr wichtig als Geschäftsführer und Chefredakteur, dass wir nicht so irgendwie weichgespülte Art bringen von Verkündigung, weil ich einfach ja, auch sehe, und das zeigt die Statistik auch, dass räumt irgendwann die Kirchen leer. Und das wird auch die Leute nicht auf dem Portal behalten, also schon gar nicht in eine Lebensveränderung hineinführen. Weil Jesus ist immer provokativ gewesen, hat diesen Teil drin. Das Evangelium ist für gewisse ein Ärgernis. Das wird immer ein Teil drinnen bleiben. Also stehen wir doch einfach gerade dazu und spielen das aus. Es ist ja so. Ihr beschäftigt euch beide ganz viel mit Kommunikationsfragen, auch rund um Glaubensthemen, oder? Würde mich jetzt gerade interessieren, welches ist nach eurer Meinung in der Gesellschaft draussen immer noch die grösste Fehlinformation oder das grösste Missverständnis in Bezug auf den Jesus? Falsches Bild, das da herumgeistert. Ich merke, Jesus wird sehr stark mit der Institution Kirche verbunden. Und die Institution Kirche ist für viele mit Kirche, die nichts zu tun haben. Da sage ich meistens, hey, entspann dich. Das ist auch nicht meine erste Leidenschaft. Sondern Jesus, mit dem musst du zu tun haben. Weil das ist der Schlüssel, wie deine Zukunft, wie deine Gegenwart an Qualität gewinnt oder nicht. Und da glaube ich, dass die Verknüpfung halt auch mit kirchengeschichtlichen Ereignissen, das ist natürlich mit die ärgste Form. Darum habe ich ja vorhin gesagt, ja, wir haben ihn auch fromm gemacht. Wir sind Teil der Kirche. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich bin auch nicht Teil der Kirche. Aber dort drinnen zu sagen, hey, da dürfen wir, ob die Form und die Sprachfähigkeit der Kirche darf ganz stark entreeligiosisiert werden. Bei so einem religiösen Jesus gemalt, der dann mit Kirchenbänken und mit Stillhocken und mit Konsum zu tun hat und mit irgendwelchen Sachen abarbeiten. Ich denke, oh, Jesus steht nebendran und sagt, oh Mann, was machen die? Und das wünschte ich mir. Durch mein Leben,
durch dort, wo wir Kirche leben, aber auch durch Jesus.ch zu vermitteln. Yes. So falsche Bilder, die rum sind, immer noch? Ja, also ich denke, dort hier ist vieles auch, glaube ich, in einer falschen Haltung oder falschen Erwartung, die die Leute haben, dass der ein Räuber sei von der Freiheit oder so irgendetwas, dass das nicht mehr dann beschneidet und dann fängt das Leben irgendwie nicht mehr. Ich glaube, das ist immer noch etwas, was sich hartnäckig kann halten oder so, weißt. Aber was heisst, nein, er ist gekommen, er bringt das Leben in Fülle. Und der andere ist der Find, oder? Der uns mit all dem Zeugs verlocken will. So, dass dort hier, glaube ich, immer noch viel drin ist. Und er ist natürlich schon eine grosse Herausforderung. Und das bleibt auch ein Stück weit eine Herausforderung, einfach das Leid, das die Menschen erfahren. Und wie gehen wir mit dem um? Und ja, dort hier, klar haben wir dort auch immer Ansätze, wie wir können, die Leute mit auf den Weg nehmen können. Jesus ist selber durchs Leiden durchgegangen und ist der sein Leben gegeben hat für uns alle am Kreuz und diesen Hochpreis am Schluss gezahlt hat. Aber das bleibt irgendwo etwas, wo da ist eine gewisse Hürde, das gut zu vermitteln, habe ich den Eindruck. Und das hat mit diesen wäre Sachen eigentlich ein Thema für sich, oder? Die Frage nach dem ungerechten Leiden in dieser Welt, wie man mit dem umgehen soll, oder? Die Frage werden wir auch in diesem Jahr natürlich mitnehmen und wahrscheinlich mit verschiedenen Lebensgeschichten und Erfahrungen auch verknüpfen. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich will noch mal kurz leicht zurückschauen und schon ein bisschen für sich schauen. Vielleicht, gibt es eine Erfahrung oder eine Lektion, sage ich jetzt mal, aber positiv formuliert, aus dem vergangenen Jahr, wo ihr ins Neue mitnehmt? Oder wieso? Mir hat mal einer eine sehr gute Frage gestellt in einem Coaching, wo ich einmal der war, der Fragen hatte auf dieser Seite. Sag mal, was glaubst du, wird gerade in deinem Leben trainiert von Gott her? Welche Eigenschaft, welches Thema? Und dann kommst du plötzlich auf überraschende Sachen mit eigenen Themen. Hat es da etwas gegeben im vergangenen Jahr, wo ihr weiter mitnehmt und sagt, jawohl, das will ich noch weiter als Thema haben oder tiefer hineinschauen? Da gibt es verschiedene. Wir kommen jetzt zwei Sachen, die spontan sind. Das eine ist, ich will lernen, immer wieder aus der Ruhe zu handeln. Also, der Schabbat ist der erste Tag der Woche und nicht der letzte, wo ich mich nachher rette, dass es noch knapp lenkt. So. Und da will ich etwas kultivieren. Ich habe das Privileg, einen Tag in der Woche bewusst in die Stille zu gehen, viele Sachen zu bewegen, vorzubereiten. Dort entsteht eigentlich alles. Und das ist so eine stille und gleiche Arbeitstag, ein Stück. Und ich brauche noch so einen Moment, das habe ich ganz neu jetzt mit meiner Frau wieder kultiviert, oder sie dran, einfach so wirklich zur Ruhe zu kommen. Einfach 24 Stunden ohne Handy zu leben. So, das ist ein Teil. Und das andere ist, fokussiert zu leben. Ich lasse mich immer von ganz vielen Sachen verwickeln in irgendwelche Sachen. Sicher hat es jetzt auch zu tun mit unserer Lebensphase. Eine Neugründung von einer neuen Kirche ist auch schön, wieder fokussiert zu leben, aber es ist schon ein Kampf. Der Schabbat-Gedanke finde ich sehr spannend. Es ist halt gleich irgendwo da uns etwas hinterlassen worden, ob das genau am Samstag ist oder mit unseren neuen Lebensgewohnheiten halt auch ein anderer Tag ist. Oder? Aber so einen Tag zu haben, ist eben schon noch auch ein Geschenk. Oder? Wir machen jetzt am Mittwoch. Genau, aber weil es nicht anders geht. Ja, genau. Ja, also das ist auch etwas, was ich im letzten Jahr mehr jetzt kennengelernt habe, das wirklich bewusster zu pflegen.
Weil ja mit dem kann sagen, ja, ich tue mich auch begrenzen in unserem, oder in meinem, ich will alles im Griff behalten als Leiter, oder, wo man manchmal vielleicht dazu neigt, sondern zu sagen, so, und hey, Gott, du bist immer noch in Control, komm, ist gut. Und das hilft mir sehr. Das ist schon eins, also den kann ich sehr gerne noch nehmen. Und für mich ist noch so, aus dem letzten Jahr etwas, was ich wie übernehmen will, ist wirklich, dass ich erlebt habe, jetzt im 24, dass ich ganz gross Gott vertrauen und nicht mal wie anstatt nur so ein Fingerhütchen wirklich einen Kessel herhaben und sagen, hey Gott, wir wollen grösser hier, wir wollen anders noch, ich will mich ausstrecken, ich will, auch hier letztlich haben wir jetzt wirklich mit dem ganzen Innovativen, das reinkommt, auch bei der Bürogemeinschaft hier bei LiveNet direkt. Also wir haben jetzt neu 4 Untermieter, die hier das Büro bereichern. Und das ändert so viel. Und ich merke, hey, Gott schenkt da so viel Neues an Dynamik und das wird sich hoffentlich auch auf dem Portal widerspiegeln. Und ich wollte einfach noch frecher werden. Das Kutzbe-Motto war letztes Jahr so, Leuenmut. Und jetzt haben wir zwar, dann gehen wir rüber zu mehr so der Seite vom Lamm und Hirt und was dort alles drin steckt. Das gehört beides zusammen. Aber ich will den Leu ganz sicher nicht verlieren. Sag noch etwas zum Jubiläum, das jetzt ansteht. Ja, das Jubiläum ist am 14. Juni vom Gurten hier in Bern. Und das ist natürlich auch so ein wichtiger Moment, wo wir einfach vor allem haben gesagt, wir wollen es nehmen, für wirklich an diesem Berg oben Gott anzubeten und ihm Danke zu sagen und eben wieder auch mit neuen Ideen, es wird auch kreative Elemente haben, ich glaube, es ist ein Jubiläum, überraschend, wie es noch nicht, glaube ich, manches gegeben hat, also sagen noch nicht viel mehr, aber wir wollen auch wirklich uns neu inspirieren vom Heiligen Geist, offen sein für das, was an diesem Tag dort hier mit der Gemeinschaft passiert. Und ja, letztlich das Jubiläumsjahr, das ist gespickt mit ganz vielen Innovationsschritten. Also es ist über alles andere als wir jetzt eine schöne 25 Jahre Chronik erstellen und nachher tun wir ein bisschen zusammen Tee trinken und uns freuen, wie Gott doch vor 5 Jahren das und das hat gemacht. Hey, nein, ich habe das Gefühl, es ist eine Zeit, jetzt parat machen, nochmal angurten und parat sein fürs Nächste. Bedeutet es Christsein und müssen wir das vielleicht in unserer westlichen Kultur noch ein bisschen mehr reinbringen? Weil es gibt andere Regionen dieser Welt, die sehr wohl genug herausgefordert sind, auch politisch und kriegerische Handlungen. Da rede ich jetzt weniger an die, sondern wir in unserer westlichen Kultur, wo es immer noch sehr, sehr auf einem hohen Niveau abgeht, brauchen wir da noch ein bisschen mehr, wie du gesagt hast, Risikobereitschaft. Unbedingt. Wagen, etwas wagen. Ja, sicher. Also wirklich, das habe ich das Gefühl, das geht uns manchmal noch recht ab. Also, wir haben so einen Verwalterspirit, habe ich das Gefühl, in unserer Kirchenlandschaft. Da wird ich manchmal kribbelig. Ich denke, so kommt, auch wenn ich das schon als Gebet, dass die Pioniere wieder aufstehen, oder? Dass Gott da neue Berufungen ausspricht. Weil, wir weiss es auch in den theologischen Weiterbildungen, es mangelt überall an den Leuten, die sagen, hey, komm, und ich ergreife das. Der Hirtenstab. Wir haben einmal zusammen, wir waren da zusammen in so einem Seminar gewesen, wie die Bühl, der Kuno hat mit dem Dave Wörle geleitet. Und dort war schon ein Posten gesehen, hat man so den Hirtenstab ergreifen. Und das Erste, was ich gemacht habe, gesagt, ich will das ergreifen, einfach das Mandat und bereit sein, der Braveheart kommt mir dort immer in den Sinn, oder? Der sagt, hey, am Abend, bevor er näher geköpft wird, oder? Im Film da von Mel Gibson, heisst es dort, every man must die, but not every man really lived. Oder? Und ich möchte einfach sagen, wenn ich 10 Jahre, 20 Jahre zurückschaue auf meine Season als Leiter in den besten Jahren bei LiveNet, so, die sagen, hey, wir haben etwas gewagt. Wenigstens haben wir es gewagt und haben gedacht, hey, im kindlichen Vertrauen in Jesus könnte ja dort hier drinnen grosse Wunder tun. Das ist die Haltung, die ich mir danach sehne. Also über so symbolische Handlungen ist möglicherweise auch sehr viel Kraft drin, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ritual, dass man vielleicht wieder mal
so etwas brauchten, um uns, wieso, ich denke, im Sport sieht man ja viele so Sachen, stehen sie nochmal zusammen, Ansprache. Ja. Manchmal denke ich, Jesus hat auch so Sachen an einem Sonntag oder also, wenn auch immer, braucht man vielleicht das auch, oder? Ja, definitiv. Ja. Kuno, ich will noch etwas von dir wissen. Altes, Neues, Traditionelles vielleicht festhalten an gewissen Sachen, die einem vertraut sind, ist auch nicht ganz unwichtig bei aller Innovation, oder? Und wenn du jetzt so an Gemeinden denkst, Kirchen, oder was du selber jetzt wieder dran bist, wie viel braucht es von Vertrautem, wo man nicht einfach abmontieren darf? Und wie viel braucht es Erschütterungen im positiven Sinn, Unsicherheiten schaffen, neues Terrain? Mir ist es mega wichtig, dass man wie ehrt, was war. Ja. Es gibt den Vers im Prediger 3, was heisst, wir wollen das Entschwundene, das Gott wieder hervorholen. Und ich glaube, wir haben ganz vieles, was wir verloren haben. Wenn ich die Kirchengeschichte anschaue von unserem Land, gibt es ja ganz viele gute Teile von der Kirchengeschichte. Wir haben vorher von den Schlechten geredet, wo es um die Religiosität ist gegangen. Und das wieder zu entdecken, das zu ehren, auch denen aktiv nachzugehen. Ich habe mich auch immer wieder mit Geschichten auseinandergesetzt. Ich bin zum Beispiel mal in tiefer Höhle in Beriswil übernachten. Kalt wie verrückt. Genau. Aber bewusst zu sagen, hey, da sind Leute gestanden. Dann ist es um Leben und Tod gegangen. Und ich darf in der gleichen Höhle jetzt sein und will das wie ehren. Sagen, hey, das sind meine Vorväter und Mütter. Und das sind nicht einfach irgendwelche Leute, die irgendwie mal gelebt haben, die interessieren mich eigentlich nicht. Sondern ich will von denen lernen. Das ist der eine Teil. Und das andere ist, zu sagen, aber und trotzdem gibt Gott auch immer wieder etwas Neues. Lasst uns das Neue entdecken. Also, wo eben nicht ein Gegensatz ist zum Alten. Und wir machen oft so Gegensätze. Oder? Wir sagen, entweder sind wir für das Alte oder sind wir für das Neue. Und ich glaube, das Reich Gottes hat ganz viele sowohl als auch Dimensionen. Wo eben das Alte ehrt Gott, aber das Neue will er auch. Und in dieser Spannung zu sein, das hat auch viel mit Stolz und Demut zu tun. So, Meinung mit mir, sage jetzt, ja, die Weisheit geht auf die Welt geflopst. Und je älter ich werde, je mehr merke ich, nein, das stimmt nicht. Ich muss das Alte, und ich will das Alte, ich will das umarmen. Und gleich sagen, Jesus, Innovation willst du mir auch schenken. Da bin ich sehr gespannt. Flo und Kuno, danke vielmals. Ihr seid anregende Menschen, haben das voll eingelöst heute. Und wir werden Sie beide irgendwann einmal im Verlauf von dem Jahr auch an dem erinnern, oder an das erinnern, was Sie da rausgelassen haben. Danke vielmals. Gut, merci Rudi. Danke. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.